Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und heute will ich das Thema abgreifen, was ich mit dem Generationstrauma schon angefangen habe. Und zwar habe ich da ganz kurz zum Schluss gesagt, dass ich auf die Wieder Hexenwunde und Schwesternwunde hingewiesen bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie etwas davon gehört, und es ist schon lange NRW. Von der Zwischenzeit auf den Punkt gekommen sind, dass ich von etwas noch nie etwas hören habe, obwohl ich schon lange NRW bin, da kann ich bald mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass es etwas frisch Neues ist, irgendwo aus dem Hut gezaubert und voilà, schon humoret. Also habe ich mich ein bisschen darüber informiert, da habe ich schon mal verschiedene Podcasts rangezogen, habe mir Verschiedenes durchgelesen. Ich bringe euch mal zwei Erklärungen, die man entgegengebracht sind, bringe ich euch ab und damit allein fängt für mich das Problem schon an. Das heißt, der denkt dann in einem Podcast das Thema abholt und hat gesagt, ja, da muss ich das so vorstellen, der hat eine gute Freundin oder also eine gute Freundin und dann irgendwie gesellt sich zu der Gruppe, die der hat, nach einer weiteren Person dabei. Und obwohl die Person eigentlich sagt, ja, ich müsste die eigentlich willkommen heißen, hat er aber anders dran so ein Gefühl, so, ja, wie ist das, oh, meine Freundin befasst sich aber nur mehr mit dem, und dann ist eigentlich das, was ich da weiß, dass er Angst, dass der ausgetauscht geht. Die andere Version ist Hexenwunde, natürlich, dank der Spiritualität ausleben zu können, weil wir sich schließlich als Hexe verbrannt gehen. Ich weiß genau gesehen nicht, wo ich soll anfangen, den Haken in der ganzen Geschichte abzugreifen. Ich fange mal mit dem an, von wegen dank der Spiritualität nicht auszuleben, weil ich es als Hexe verbrannt gehen ist. Erstens sind wir damit nicht mit einem generationellen Punkt in der Weg, mehr das könnte ein Reinkarnationsthema sein. Das heißt, dass jeder, den aus der langen Linie von irgendwelchen Hexen kennt, beziehungsweise irgendein Ding an die Richtung hat. Wir haben dann auch eben, wie gesagt, das Thema Reinkarnation, was man kennt, weil natürlich, was tun wir auch Haut, leider nach ganzen Körper in der Weg, dass sie ganz viele Leute davon ausgehen, dass sie als Hex irgendwie nicht eigentlich verbrannt sind. Dazu muss ich sagen, es gehen in der Zwischenzeit auch ganz viele Texte, die die Theorie abbringen, dass du Frauen verbrannt sind, ob sie wirklich Hexen waren oder nicht. Das ist nirgends niedergeschrieben, das ist auch nirgends bewiesen. Das ist so als Klammer eigentlich abgemäht, und dann komme ich zurück zu dem Thema, dass sie in Angst hat, ausgetauscht zu gehen. Das Problem darunter, dass in Angst hat, ausgetauscht zu gehen, hält da nicht ab. Das heißt, wenn wir hingehen und wir gehen hin, also da ist den Dingen, das ist das Problem. Das ist ungefähr so, wie wenn bei einer Zwiebel so knapp die erste Schule raufgeholt wird und der Rest mal klatsch an Dingen an Pan gehalten. Und da verwundert sich, dass der faserig ist und dass sie nicht die richtige Gur rausbringt. Wir sehen nicht, wie es auf die Kehr kommt. Also will ich die froh ein bisschen mehr weit treiben. Also aus welchem Grund hat ein Mensch Angst, ausgetauscht zu gehen. Mal ganz einfach, weil er dann nicht wie zur Gruppe gehört, allein durchsteht, aber wenn er allein steht, als er verletzlich, als er viel mehr große Gefahren ausgesetzt, wie wenn er zu mir ist. Aber ihr kennt die Angst, das hat man den Podcast für drin, das hat man schon viel in einem Podcast. Ja, willkommen bei den Höhlenmenschen. Das ist als Grundangst als immer noch die. Das ist nicht der Grund, dass wir ausgetauscht gehen. Weil wenn das dann Dinge wie der Punkt in der Geschichte wird, dann ja, wenn du meinst, dass du mal etwas Besseres findest, weil sie nicht frei machen, etwas Besseres zu sichern, dann wird das Thema erledigt. Nee, es geht darum, dass sie das Gefühl hat, insofern nicht mehr gut genug zu sein und insofern können ausgesondert zu gehen. So wie auch an alle Kulturen und an Naturkulturen Leute, wenn sie dem Volk, dem Clan konnte bringen, an Dingen an rausgegangen sind, für die draußen in Zwusch zu sterben. Besonders gerne an den kehleren Gegenden, wo sie dann erfroren sind einfach. Voilà. Den Haken in der Geschichte ist immer noch dieselbe. Schon gesagt, wir haben zwei Dinge, wir haben
zwei Wörter, die an Konflikt geraten, da den aus den sich selber auszuliefern, an den anderen als Sicherheit an den Schutz. Und da verlieren wir dann sozusagen den Schutz von der Gruppe im Moment. Ob das haut an unseren Zeiten nach wirklichen Schutz ist, Seelen. Guckt die Gruppe nun ein bisschen an die Richtung zu gehen, dass ihr meint, es wäre mehr sicher, wenn ihr mit der Gruppe NRW ist, es wäre mehr wert, wenn ihr mit der Gruppe NRW wäre, und es hätte noch mehr Recht, wenn ihr mit der Gruppe NRW ist. Das ist extremst mit Vorsicht zu genießen. Und ich glaube, die andere Seite auch von wegen, dank seiner Spiritualität nicht ausleben zu können, das geht uns auch gar nicht anders. Das heißt, dass dank, weil den anderes ist, den ausgegrenzt, aber den ausgegrenzt wird, also in der Länge, aber in der Länge ist, also nicht, dass er steht. Zack, Thema erledigt. Es geht krass gesehen direkt DW auf. Der kann sich amüsieren, die ganzen Schichten durchzuholen oder erst krampfhaft in einer Schicht festzuhalten. Mir wirklich auf den Punkt kommt er dabei nicht. Den Haken aber, der wirklich unter Geschichte ist, beziehungsweise die Gefahr, die dahinter steht, dass er über so Sachen geschwärzt wird, ist, was hat er was abgefallen ist, all die Leute, die darüber schwatzen, sind Frauen. Wir haben eine Schwesternwunde. Wir haben keine Brüderwunde, wir haben keine Geschwisterwunde, wir haben eine Schwesternwunde. Das ist nicht mehr eine Schwester. Es geht nicht mehr um Frauen an der Geschichte. Das ist der erste Punkt in der Sache. Das heißt, und sich, wenn wir da an die Richtung gehen, dass da die Leute mengen, sie hatten noch eine Möglichkeit, an der da also Punkt, den zu heilen, als an den sie muss ganz allein heilen. Inwiefern machen sie dann etwas Ernstes, wie wenn es so, den da ausgebotet wird, den ausgetauscht wird, also den ausgegrenzt wird. Oder den Angst wird ausgegrenzt zu gehen. Und es so immer, wenn den etwas verdrängt oder etwas nicht will gesehen, dann möchte ich Projektionen davon haben. Aber die Leute grenzen Männer genauso aus. Obwohl gemerkt, versteht mich richtig, die Sachen, die sollen Frauen für dich mal sich klären. Wir machen immer noch, wie ich an dem Thema zu der New Age Esoterik erklärt habe, wir machen immer noch dieselben Fehler. Wir probieren nicht zusammenzählen, mehr Grenzen aus. Das heißt, das ist ein Thema, was Frauen betrifft. So, die Frauen, die als Hexe verbrannt sind. Ja, Katzeren, die sie nicht gevierteilt gehen, die hatten wesentlich mehr Trauma dann so zerdroht. Aber wenn sie da reinkarniert sind, das alles nicht mehr Pipifax oder weil, sorry, dass ich 2 Sekunden lang wirklich besser gehen, wie so los, fängt schon mal Fragen zu stellen, ob eigentlich die Leute merken, wo sie da hinlaufen. Und auf der anderen Seite fand ich es wirklich an der reinkarnativen Teile ranholen. Also der sieht wirklich der Meinung, dass eine Frau immer als Frau reinkarniert gehen, und dass das nicht mal ein Mann ist oder eine Frau ist. So ganz spirituell, wo alles Ende ist, wo alle Möglichkeiten an alle Richtungen muss können ausgeliefert gehen, schenkt man das natürlich nicht. Mit das Spielchen geht noch ein bisschen viel rum. Das heißt natürlich, wenn man hier von wegen mehr sind als Hexe verbrannt gehen, sitzt man auch irgendwo so an ein elitär Dingen. Mehr noch schlimmer, wir sitzen uns an ein Opferroll. Weil dem Moment, wo wir uns darunter festhalten, also, ja, das ist eine Hexenwunde, also die mehr kriegt, mehr Hunde als nicht für spirituell ausdrücken, weil sonst sind wir um Scheiterhaufen verbrannt gehen. Dann halten wir darunter fest, und wir identifizieren uns damit. Ich werde auch noch auf das Thema Identifikation an Individualität eingehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema an dem ganzen Ding. Den Haken also in der Geschichte ist, was du gerade gemerkt hast, ist keine Heilung par rapport zu diesen Sachen, weil wir können nicht heilen, wir können nicht ganzheitlich heilen, wenn wir denselben Moment am Gang sind, andere Aspekte zu verdrängen, zu verdammen, etc., etc. So funktioniert das nicht. Wir brauchen die Identifikation. Weil dem Moment, wo wir davon schwätzen, dass mehr die Hexenwunden haben, dass mehr die Schwesternwunden haben, sind wir wir haben eine Gruppe, und wir finden uns an der Gruppe sicher, just weil die Gruppe ist, nicht weil sie sicher ist. Wenn nur irgendwelche Figuren an den Hälften der Leute, die da erwäscht, also machen wir den Schirr, machen wir den Generationstrauma, komm mal auf den Fakt, dass du vielleicht an dem letzten Leben
nicht ein Hexer war es mir den die Hexe verbrannt wird, weil meint die Gife nicht kommen an allen Menschen alle Richtungen zu leben. Das ist zu dem Thema Reinkarnation werde ich schon noch kommen. Oh, ich muss mal mein Wischel schon mal bei Hand holen. Das hat ganz also viel mehr größer, viel mehr globaler aus und nicht einfach nehmen du an ein Schiene zu fahren, wo man lo aus dem Dingen raussehen, für einfach zu sagen, mehr sind als Hex verbrannt gehen. Also es sind ein Hex, die als Hex verbrannt gehen aus und so viel und so weiter. Also da und so einem elitäre, selektive Bild festzuhalten. Und leider habe ich auch schon festgestellt, dass an ganz grob Richtungen, also so an den englischsprachigen Dingen, finde in der Zwischenzeit, wenn es um Leute geht, diese Schnitte mit befassen, dass die dann auch schon so ganz leicht verächtlich Muggel genannt gehen. Das schenkt witzig zu mir, irgendwie nicht halt der Witz auch ab. Da kommen wir auf den Punkt von wegen, inwiefern als die Idee, die sagt, do als Hexenwunder oder Schwesternwunder zu bezeichnen, inwiefern als die wirklich realistisch. Das heißt, an nächster Stelle fängt man 6 Stufen für ein wirkliches Problem, nämlich, wenn ich lange sie sind ja Gefahr, fängt man an, als zu identifizieren, und wir bleiben da stehen. Wir gehen nicht bis auf die Kehr. Das heißt, die Chance, dass wir wirklich geheilt kriegen, ist nicht ganz groß, weil da nicht bis auf die Kehr geht. So. Das ist ein bisschen so, wie wenn ein Wunde hat, und da gibt es einen Ploscher drauf machen, aber drinnen wären schon am Gang, wie so ein Chance zu verfaulen. Das ist das, was gerade geschieht. Und der andere Seite, identifizieren wir als sozusagen mit etwas Edlem, ich kann meine Spiritualität nicht ausleben. Wir haben noch verschiedene Definitionen dafür, obwohl wir von derselben Sache schwätzen. Das heißt, jeder erklärt sich so, wie dem gerade an sein Kram passt, aber es gibt keine klare Definition. Das Thema kommt ob mit der Schwesternwunde, kommt ob an einer Zeit, wo Generationstrauma zu einem wirklichen psychologischen Thema ging, wo Psychologen, an ordentlich Psychologen, ich weiß genauso gut, dass die ganze Psychologen sind, die nicht unbedingt etwas da haben, Leute, die wirklich etwas unten den Tag bringen, die wirklich etwas Handfestes drin sitzen, die wirklich seriös mit den Sachen schaffen, die seriös auf Menschen durchgehen, die genau wissen, was da auflebt, wie unter anderem ein Gabor Mate, lo einmal pleckt sich da, wie man viel den Ego hatte, wie man das Shit hatten, pleckt sich da mal einmal als esoterisch, als New Age Esoterik, muss ich mal etwas raus, und möchte sich hier einen eigenen Zubi raus, ohne wirklich, das sagt, eine grundlegende Basis zu gehen. Das heißt, wir gebrauchen das für das Thema Hex so zu fiedern und zu sagen, oh ja, oh, das weil mehr schon die Arme sind, weil mehr, die haben einfach sie mehr die gut. Weiterhin grenzen wir den Moment aus, dass irgendein Hex hat keine gewirrscht Sinn, den lo inkarniert als Mann, den der also nicht zu heilen. Okay, Schwesternwunde, wir sind bei Frauen. Es gibt auch nicht mehr Frauen, die dann darüber schwätzen am Großen und Ganzen. Wir grenzen Männer weiterhin aus, obwohl wir Beizeit brauchen, 4 Kinder proper zu heilen, 4 ganzheitlich zu gehen. Heilen heißt heil, ganz. Und das geht nicht, wenn wir ein Halschen auslösen an der ganzen Gesellschaft. So funktioniert das nicht. Ich werde auch nachmerken. Zu allem Dingen, zu allem Überfluss, bei meiner Identifikation der Mathe, weil wenn Leute mit denen schwätzen, oh ja, das tun ich auch, und da fühlen wir schon besser. Wenn wir das alle gut zusammen haben. Das sind die typischen Gruppentherapien, die auf Dauer nicht wirklich funktionieren, weil weiterhin Problem geknallt wird, an das Problem auch, wie soll ich sagen, verherrlicht wird, auf eine oder Weise, an die Traumata auf eine oder Weise verherrlicht gehen, anstatt dass wirklich sich mal hinsetzt und sagt, okay, du wäret mal in der Zeit, wenn das wirklich alles so war, dann will man in der Zeit die Sache seriös zu heilen. Und das geht nicht, indem man Erklärungen von bringen. Das heißt, den zu einem Thema nehmen Erklärungen bringt, aber nicht wirklich an der Grundbasis, ob wirklich Lesungen, auch wirklich, wie gesagt, wir machen eine oberflächliche Erklärung, wie immer, wie man im Ego, wie man das hier habe ich, wir machen eine oberflächliche Erklärung, also dass sie den Leuten gut gefällt, dass sie seicht genug ist, dass sich jemanden abgefangen fühlen, an sich bestätigt fühlen, aber sobald es darum geht, wirklich knallhart zu schaffen zu gehen, was du hast, und das ist nicht immer schön, viel diese Sachen zu schaffen, dann sind wir nicht mehr gerade so bei der Sache dabei. Weil da fängt es an, um Leben zu gehen, da fängt es an, weh zu tun.
da wollen die Leute eigentlich nicht so richtig hin. Das heißt, der so ein bisschen picken, aber das denke ich richtig schwer, für dass die Sache sich für alle Mal klärt, dass das leider da nicht ging an der ganzen Geschichte. Wie gesagt, da fehlt wirklich auch denen Leuten eine wirklich psychologische Wissensbasis, die für die Sachen aber notwendig ist. Wie gesagt, ich gebe da wirklich raten, anstatt Bücher über so Sachen zu lesen, liest effektiv Gabor Mate. Ich kann euch auch eigentlich das Buch nach hier gehen, weil das wirklich einzigartig, weil an die Richtung geht, was hast du wirklich zu heilen und um was geht es du wirklich an der Geschichte. Man muss auf der anderen Seite auch nicht mal so von wegen, ja, das hat natürlich auch ganz viel mit dem Selbstwertgefühl, kann ich ausgetauscht gehen, es sind nicht wert und so viel und so weiter. Wir brauchen für so Selbstwertgefühlsgeschichten nicht bis an irgendein Hexenzeitalter zurückgehen. Das machen wir hier in unserer Gesellschaft ziemlich sehr innerhalb von ein paar Jahren Schule an den verkehrten Eltern macht. Voilà. Dafür braucht man also nicht als irgendeine Erklärung an eine andere Inkarnation oder an ein wie soll ich sagen, vielleicht auch teilweise, ich will nicht alle gut ausschließen, aber teilweise illusionär Richtung, die man Hexen zum zu denen hat, wie Leute dann durch die Gegend laufen, also sie sind 6 Generationen Hexen. Das ist noch ein ganz anderes Thema, darüber gehe ich heute nicht an. Aber das sind sich die Dinge. Das heißt, funktioniert das auf Dauer, das würde ich schon mal sagen. Funktioniert das auf Anhieb? So, das sind Leute, ja, begeistert mich, ich identifiziere mich, ich fühle mich dazugehörig, also fühle ich mich abgeholt, also fühle ich mich sicher und zack, also eigentlich ein Thema da. Es geht eigentlich schüss darum, ein schöllig für mein Beisatschen Ausdruck, der Trotte verhalen, was man als Urmenschen hatten, ihrem Obrecht zu halten. Mehr ist es nicht. Das gilt zu heilen und nicht das Stell bei denen dort Sachen. So, das heißt, auf den nächsten Dingen hat er so ein Kick, so wie ganz viele Leute, die ich kenne, die einen Stellprozess, einen Familienstellprozess machen und die sind da rausgekommen, wow, genial. Und dann, nach 3 Wochen, hat die sehr aufgehört zu wirken, weil die Flash fort war, aber weil sie gewählt haben, dass es sich an der Realität nicht umsetzen gelassen hat. Und das heißt genauso. Weil dem Moment, wo der Restaurant identifiziert, läuft er durch Gegend und dann ist die ganze Welt rundherum Base, die nicht ihrer Meinung ist, weil das sind die, die erst verletzt und an die erst weiterhin die Fanger an ihr Hexenwunde oder ihr Schwesternwunde stierchen. So. Und das ist den Haken an der Geschichte. Das heißt, wir gehen nicht tief genug an der ganzen Geschichte. Wenn ich schon anfange zu heilen, dann noch ganz, sind ich mal der Meinung. Und wie gesagt, da so ein bisschen ein Klick. Und es gibt also Dinge, es sind die Leute, die darum abgreifen, für Frauen aufzutrennen und schwätzen allgemein. Das heißt, Leute, die einem das dort beibringen, und du könnt eine Frau, die irgendein Dingen ein Problem hat, die geht sozusagen daran angelegt, sich von Männern aufzugrenzen, obwohl sie es von sich aus vielleicht gar nicht gemäht hat. Und das geht immer bewusst, das geht ganz anders, weil geht das dort. Mit das ganz klar, das wird ich vom Informationen mal herangezogen haben, über das dort ein Thema, das als pur et dur, durchgehend weiblich an jungen, besser gesagt, Frauen. Wir brauchen die 2. Wir werden sang- und klanglos innergehen, weil wir müssen noch die Leute dabei weiterführen. Ich habe den ersten Podcast gemacht, für euch wirklich über Generationstraumata zu schwätzen, für euch da ein bisschen den Tour zu machen, für euch Ideen an Ansätze zu gehen, worauf es aufzupassen wird. Zu mengen, irgendwelche Sort von Generationstraumata zu gebrauchen, für sich aufzugrenzen an Grenzen, auch für so innerlich, nach immer weiterhin dieselbe Kampf zu feiern, anstatt da einfach mal zu sagen, es spielt keine Rolle, wie ich es nenne, und ich muss der Sache nicht so eine Identifizierung gehen, weil die denken, wann die Leute mit den einzigen wäre für ein Generationstrauma zu nennen, werden sie bei dem Wort Generationstrauma gehen. Nee, mit denen dem Lohn anders Kleidung, für das es anderes erkennen, für das es anderes erscheint, für das es nehmen so, wie das so eine selektive Frage, ja, so den Elite-Club sozusagen da dran. Wir werden damit nicht glücklich gehen. Und auf Dauer werden wir merken, wie weit wir damit an eine Richtung laufen, die absolut ungesund ist. Erstens, die nicht nachhaltig irgendetwas bringt. Und da muss der aber von 4 aufhängen. Dafür,
Du hast einen Text par rapport zu dem Dingen, du hast einen Podcast par rapport zu Generationstrauma, und ich werde noch auf die Themen angehen, wie es Heiltechniken gehen. Da werde ich auch noch an die Dinge gehen, genauso gut teilweise esoterisch und spirituell angehaucht, wie auch psychologisch Basisen, wie auch schamanistisch Basisen, absolut nicht den Dingen, absolut nicht ein Thema, weil ich ganz viel mit diesen Sachen schaffen. Mir auf der anderen Seite wollte ich auch weisen, wie ihr die New Age Esoterik bis irgendwo raushält, nimmt so ein Fitzelchen von einem kompletten Pullover, so 3 Fismen raushält, und durchaus auch am ersten etwas mischt, und da hat dann die Leute so eine Hoffnung mit auf den Weg geht, wo sie so, wow, du findest ich mich verstanden, aber wirklich aufgeholt, für das man etwas haben, eine Grundbasis, eine Wirkungsbasis haben, für noch heilen zu können. Und jetzt, ich gehe ganzheitlich raus, ohne die ganzen Dinge, und ich kann so wieder ad acta legen. Das hast du nicht gehen. Aber für mich ist etwas wichtig. Solange ich meine, ich muss eine Sache bis ob dort hinaus betiteln, ganz selektiv wie die dort, weil Schwesternwunde, weiblich, Hexenwunde, ich weiß, wir sind halt am Punkt, ja, auch Männer sind Hexen, nicht, das sind Hexer, grammatikalisch korrekt gesehen. Das heißt, das klipp erklärt, dass es an die weibliche Richtung geht, dass das Thema angespart wird an dem Ganzen. Auch Männer gehen ausgebot, besonders für Frauen, auch die können ausgetauscht gehen, besonders für Frauen. Wie wäre es, wenn man die Sache die für ganzheitlich packen? Wie gesagt, ist schon mal das Thema, das ein New Age Thema 100%, weil das es für nicht ging. Komischerweise kann das nachdem ein paar Jahre Leute wirklich seriös und Generationskonflikte geschafft haben und Generationstraumata das Thema abgegriffen und probiert haben, ein klare Linie zu machen, ein Bibel taucht das dann ab. Und nicht unbedingt von Leuten, die irgendwie, wie soll ich sagen, da dran haben, wirklich Kenntnisse haben auf den Weg, die das merkt ein bisschen an dem, was da erklärt wird. Für mich ist einfach allgemein die Frage, die erste miteinander rausstellen, das, inwiefern sind da zwar ganz viele, die weten zwar am liebsten, dass zum Beispiel ein Christentum oder so, dass das nicht mehr doof wäre, und da meinen sie, es wäre wirklich gut, aber inwiefern meint der da wirklich, dass wenn so Sachen Gifte verschwonnen, dass der ihre Kampf der Gift niederlegen. Weil das ist das Problem in der Geschichte. Der wird den Kampf hier feiern, weil das eher ein innerer Kampf, den der da feiert. Solange so Themen so abgegriffen gehen, und die können so licht- und liebemäßig ausgeschwart gehen und erklärt, wie sie wollen, dass drinnen spielt, das, um was es wirklich geht. Aber wenn das irgendwie nie keine Nahrung mehr kriegt für den Kampf, auf irgendeine Art und Weise zu feiern, für sich innerhalb von seiner Opferrolle als besser vorzukommen, und als Ungeheuer und als mehr sind zu summen und dafür als Gruppe wird wir als Gegenseite stärken, anstatt dass man rausfindet, dass es echt stärkt, als echt Responsabilität ist und dass das nicht mit Schuld zu tun hat. Solange man dann das irgendwo so mal lehren, das wirklich zu hinterfragen, grundlegend zu sehen, solange wird der Kampf anerstreuen und solange wird der Kampf auch weitergehen. Das ist mal irgendwo, wo ich eigentlich gelesen habe, wo ich gesagt habe, geht es wirklich darum, sich Gedanken zu machen gegen Fertigkämpfen oder Gedanken zu machen, ob der Kampf an sich überhaupt Sinn macht. Und da bestimmt andere Lösungen so sicher. Und ich will heute nicht darüber gehen, von wegen Kirchen so viel und so weiter, da kann ich mich noch stundenlang drüber unterhalten, weil das ist ein ganz andere Dinge, weil das sind, wie soll ich so, mental Bildnisse, die abgesetzt sind von gesamten Kulturen. Ich freue mich, so den kleinen Kampf, den ich will haben, für als Sieger können rauszugehen und dadurch als die Guten versus das Beste stehen, das wird sich mit so wieder, mit so einem Vokabular und mit so einer Vorstellung nicht lesen. Reicht, wenn so wie psychologisch betrügt wird, mal aus dem Ganzen aussteigt, das nicht mehr an irgendeinem Schulddinge festzumachen, weil das mehr als Hex nicht konnten, als Spiritualität ausleben, das ist schon einem Schuld, und auch wenn das nicht ausgespart wird, lebt das als Muster an dem Innerbewusstsein immer noch auf. Solange das lebt, wird er die Sache nicht lesen können, weil das 90% Innerbewusstsein mindestens, oder 90% normalerweise, die da noch immer Hand drin im Muster auflaufen, und wenn der merkt, der gibt es ein bisschen heilen, da kickt das Muster immer ab und dann sieht er, ey,
ich will etwas zu dir holen, voilà, so. An der Reich, wenn du da könnt, wie ich immer so, 2 Regeln. A, bleibt bei der, B, jugiert die Situation, nicht der Mensch. Also, solange du die Jugementen nach draußen sind, wird man aus dem Kampf nicht auskommen, wird man aus den Wonnen nicht aus den Traumata nicht auskommen, und wir werden nicht an Teil sein kommen. Wir werden Weh hängen bleiben von Wegen für zu heilen. Weil wir identifizieren uns mit dem Weh und nicht den Matten als ganzheitlicher Mensch, einer Leute respektvoll können zu behandeln, ohne sie anderen wollen, so einen kleinen Kick, so Seitenkick zu geben. Schaffen, dass ich den Tour ein bisschen gemäht tun, wo mein Bedenken an der ganzen Geschichte liegen. Ich kann mir vorstellen, dass verschiedene Leute erzählen, so kennen wir alles. Ich muss immer ein bisschen denken, ich am Anfang, wenn ich auch mal gesagt, wo läuft der mit dem Ego hin? Nach 20 Jahren sind eine ganze Gruppe englischsprachige Leute haben kommen, dass die so nur dasselbe wie ich zum Ego so und so ich oder 20 Jahre gebraucht. Ich will das keiner meiner stellen, mir wen der hat die Möglichkeit, dass du hinzusitzen und zu sagen, komm hier an der Freunde, wir gucken mal, vielleicht eine Version sicher zu gehen, die nachhaltig ist. Weil da ich schwätze als Erfahrung, dass da wird nicht nachhaltig sein. Ich hoffe, dass den anderen ein bisschen eine Erklärung von der Matke tun, aber vielleicht auch den anderen, die bei dem Wort Hexenwunde als Schwesternwunde mal am Bauchkrummeln hat. Man dem Sinn hofft nicht, dass ich ein bisschen von dem Bauchkrummeln aus dem Face geraumt habe. Ich vielmals merci für den Anlauschen, aber wie immer, schönen Mittag, schönen Abend, auch gut Nacht.